Der stellvertretende Generalpräsident der AK-Partei Numan Kurtulmuş weist darauf hin, dass seine Partei bezüglich Ostturkestans eine sensible Strategie verfolgt. Nachdem er auf einer Pressekonferenz nach Ostturkestan gefragt wurde, antwortete er, dass die Türkei und China in den letzten Jahren versuchten, Beziehungen auf allen Ebenen aufzubauen. Kurtulmuş teilte mit, dass bei allen Gesprächen mit China auch die Situation der Uiguren angesprochen wird und die Türkei versucht, die Anliegen der Uiguren mit Sensibilität zu vertreten. Die chinesische Regierung verwehrt Bürgern, die ein niedriges soziales Punktesystem vorweisen, Flug- oder Zugreisen. The Guardian berichtet, dass 2018 von der chinesischen Regierung 17,5 Millionen Bürger ein Flugverbot bekamen. Außerdem wurden 5,5 Millionen Bürger die Zugreise verboten, weil sie nach dem sozialen Punktesystem nicht vertrauenswürdig oder verschuldet sind. Auch wenn die chinesische Regierung dieses System als ein funktionierendes Ordnungssystem betrachtet, so sieht die Weltgemeinschaft darin eine totalitäre Überwachungsmaschinerie. In Paris versammelte sich eine Gruppe, um gegen die chinesische Tyrannei in Ostturkestan zu protestieren. In der Türkei, in Gebze, organisierten junge Unternehmer ein Programm, um auf das menschliche Drama in Ostturkestan aufmerksam zu machen. Das Programm klärte über die Geschichte und die aktuelle Lage Ostturkestans auf. Die Gelbwesten demonstrieren in der 16. Woche weiter gegen die Regierungspolitik. In den Städten Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Straßburg, Nantes und Toulouse versammelten sich Gelbwesten. Eine Gruppe von Gelbwesten in Lille, was an der belgischen Grenze liegt, ruft auch Deutschland und Belgien zum Protestieren auf, da es eine überregionale Angelegenheit sei. Stefan Dujarric, der Generalsekretär der UN, sagte, dass Bangladesch durch die Unterstützung der Flüchtlinge aus Arakan eine Vorbildsfunktion einnimmt. Es ist wichtig, dass Kriegsflüchtlinge einen sicheren Zufluchtsort finden, so Dujarric. Nachdem Bangladesch bekannt gab, keine Arakanesen mehr aufzunehmen, hat die UN Bangladesch gebeten, die Grenzen offen zu halten.